Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel bei Union Berlin. Ja, bevor wir da lange rumschnacken, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr, was ich so tue. Und damit gehen wir mal rein in den Bums. Mal gespannt, ob ein bisschen Einsicht auf unserer Seite da ist. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz Ja, im Anschluss servus. an das Bundesligaspiel 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern München. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften vom FC Bayern, Vincent Kompany, vom 1. FC Union Berlin, Steffen Baumgart. Das Spiel endet vor ausverkauftem Haus, 22.012 Zuschauern, 2:2. Beide Trainer haben sich freundschaftlich darauf verständigt, gerne gleich mit Fragen zu beginnen. Deshalb bitten wir gerne ums Handzeichen und reichen dann entsprechend das Mikrofon zu. Michael Färber beginnt, bitteschön. Ja, Frage an Herrn Baumgart. Die erlaube ich mir mal nach einem solchen Spiel mit einer solchen Fast-Sensation. Ist es ein gewonnener Punkt oder 2 verlorene? Wow. Wenn man das Spiel sieht, 2 verlorene. Vor dem Spiel hätte man natürlich gesagt, ein gewonnener Punkt. Ich würde sagen, wenn du sie mir Donnerstag gestellt hättest, die Frage, hätte ich gesagt, gewonnener. Ja. Dann rede ich vom Teilerfolg. Wenn wir den Spielverlauf sehen, dann glaube ich, dass wir uns zumindest einen Moment ärgern können. Da wir aber über die Leistung sprechen wollen, oder ich zumindest, glaube ich, dass wir, ich würde mal sagen, ein richtig geiles Bundesligaspiel von 2 Mannschaften gesehen haben, die gewinnen wollten. Und gehören 2 Mannschaften zu. Eine davon waren wir. Und deswegen ein bisschen verärgert, aber auch ein bisschen glücklich. Gibt es weitere Fragen? Wir machen bei. Okay, Jennifer Ruf zuerst, danach Jakob Rüger. Josip Juranovic hat heute sein Comeback gegeben und war direkt auch noch in einer wichtigen Szene beteiligt. Woher kam Ihr Gefühl, Herr Baumgart, ihn jetzt in dieser Situation reinzubringen? Also das war kein Gefühl, das war aufgearbeitet. Ich glaube, mit Jura haben wir einen Spieler, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und ich habe dann irgendwann mal entschieden, dass ich das beste Gefühl haben muss, dass er langfristig gesund bleibt. Und deswegen habe ich gesagt, er muss sich gedulden und er muss im Training dranbleiben. Das hat er gemacht. Habe auch vor etwas längerer Zeit schon gesagt, dass das Bayern-Spiel das Spiel wird, wo er wieder im Kader sein wird. Und deswegen gab es keine Gefühlssache. Und dann ist er auf seine angespannten Position gekommen. Für Habi, der es bis dahin sehr, sehr gut gemacht hat, gegen einen der besten Außenspieler, die es gibt. Und ich finde, er hat es auch gut gemacht. War seine ersten Minuten und die hat er gut gemacht. Jakob Rüger, bitteschön. Herr Baumgart, ich weiß, Sie sind kein Fan von Superlativen, aber trotzdem war das vielleicht heute gegen den Ball das beste Spiel, was Ihre Mannschaft gezeigt hat, seitdem Sie hier Trainer sind? Ja, aber es war, glaube ich, auch eins der Spiele, die ich insgesamt bisher gegen die Bayern machen durfte. Und das würde ich ganz oben anrechnen, was die Leistung angeht. Aber es war auch notwendig. Und das haben wir, glaube ich, gesehen. Also wenn man gesehen hat, in welchen Intensitäten beide Mannschaften unterwegs waren, dann war das genau notwendig. Und deswegen, wie gesagt, ein bisschen traurig und ein bisschen glücklich. Nochmal Michael Färber, dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Ja, eine Frage an Herrn Kompany. Was hat es denn für Ihre Mannschaft heute so schwierig gemacht, sagen wir mal, ähnlich souverän aufzutreten wie am Dienstag in der Champions League in Paris? Ja, ich habe zum Glück 3 Tage und meine Spiele und die Presse vorbereitet auf genau dieses Spiel, weil ich war der Einzige, der... Ja, dann hättest du vielleicht auch mal die Mannschaft aufstellen sollen auf dieses Spiel. Schön, dass er da sitzt und ja, ich habe das eigentlich schon gesagt bei uns auf der Pressekonferenz, dass wir genauso weitermachen, wenn wir auch mal ein Spiel verlieren und das Union schwieriger Gegner ist. Und ja, na klar ist es das. Ja, warum stehen dann die gleichen Spieler auf dem Feld, wo du gesehen hast, dass die einfach nicht die Frische haben, Alter? Ob das vom Kopf her ist, ob das physisch ist, das hast du gesehen. So. Und er sagt es ja gerade selber, er wusste ja, was da auf uns zukommt. Ja. Warum bringe ich dann diese Mannschaft und warum wechsle ich dann so aus, wie ich ausgewechselt habe? Diese Frage muss da mal gestellt werden. das geglaubt hat, glaube ich. Und ich war überhaupt nicht überrascht. Und das Spielverlauf in der ersten halben Stunde war viel zu wenig von uns. Zweite Bälle, die ersten 2, 3 Schritte immer wieder ranzukommen. Und auch wenn wir manchmal den Ball wegschießen, weil das kann mal passieren in einer guten Gegenpressing, dann auch wieder sofort hinter dem Ball Vollgas zu sprinten.
Und das haben wir in der ersten halben Stunde nicht gemacht. Und dann geht Nein? es immer über Details. Oh. Also Standardsituation ist eine große Stärke von Union. Aber man muss sich erst mal rausspielen. Und deswegen die letzte Stunde von diesem Spiel, obwohl Union immer wieder gefährlich geblieben ist, da kann ich nicht sagen, dass das eine schlechte Leistung war für uns. Da war das eigentlich Warte, ich lasse ihn ausreden. War das eigentlich? schwierig, aber genauso wie ein Spiel in Union sein kann und muss für uns. Ja, sorry, es war kein gutes Spiel von uns. Es war auch nach einer Stunde, es war auch in der zweiten Halbzeit kein gutes Spiel von uns. Dass es dann nach dem 2:1, dass man da nochmal Union hinten reindrängt und alles nach vorne wirft. Ja, na klar. Sorry. Sorry. Gehe ich nicht mit. Und wie man gesehen hat, haben die frischen Spieler ja auf jeden Fall Sinn gemacht. Hätte man halt einfach, hätte, Fahrradkette, ja. Nochmal, er hat sich ja jetzt wieder hier hingestellt und gesagt, ja, ich habe genau das Spiel erwartet. Ja, wenn du genau das Spiel erwartest und wenn du dich da seit Wochen hinstellst und erzählst, ich glaube zu 110% an jeden einzelnen Spieler in meiner Mannschaft, dann ist es kein Argument, dann kann es kein Argument sein, zu sagen, ich stelle die gleichen Spieler auf, die 3 Tage vorher mit 10 Mann in der komplette zweite Halbzeit gegen Paris geackert haben. Das ist so logisch. Das ist so logisch wie, keine Ahnung, wie Ananas auf Pizza. Ja, so logisch ist das. Und ja, dann spielen wir heute gegen eine Gegner, die natürlich auch Ja, alles was? richtig gemacht hat, das muss man auch sagen. Also wir haben nicht unbedingt schlecht gespielt, aber die Gegner hat heute sehr, sehr viel richtig gemacht auch. Hm. Dann geht es hier vorne in der ersten Reihe weiter. Bitte schön, kleinen Moment. So. Ja, Hanna Reif, Münchner Merkur. Herr Kompany, Sie haben gerade gesagt, am liebsten würden Sie in 3 Tagen wieder hier antreten. Jetzt müssen Sie ein paar Wochen warten. Was? Das hat er wirklich gesagt? Junge, pack dir an den Schädel, Alter. Du machst dich doch gerade lächerlich. Du machst dich gerade doch lächerlich. Junge, es sei denn, es ist aus irgendeinem anderen Kontext gerissen. Aber will er mir jetzt sagen, ja, ich würde gerne in 3 Tagen nochmal hier spielen, weil dann meine Mannschaft fit ist? Dann stell doch die scheiß Fittenspiele auf. Aber war das heute die perfekte Generalprobe, um zu wissen, wie man hier spielen muss, damit das Pokalspiel nicht in die Verlängerung geht? Es kann auch anders sein. Also, es ist Fußball, es kann auch anders sein. Aber letztendlich, man kann auch viel aus diesen Spielen nehmen. Also zum Beispiel, vielleicht gibt es 2, 3 Spiele, die hier noch nicht waren. Die haben das jetzt zum ersten Mal gesehen und die verstehen das jetzt auch. Das ist vielleicht positiv. Und dann, weil Leipzig verloren hat, ist dieses Punkt auch sehr wichtig für uns und wie wir dieses Punkt holen. Also Ja, wow, weil Leipzig verloren hat. Erstmal, das wusste ich noch gar nicht, ja. Was ist das denn bitte dann für. Was? Alter, ich fange gleich an zu weinen. Also, wir sind jetzt, ich meine, ey, wir können uns nicht beschweren sportlich. Die ganze Saison, sorry Leute, meckern auf hohem Niveau gerade, ich weiß. Aber du kannst dich doch nicht hinstellen als Bayern-Trainer und sagen, oh ja, der Punkt war jetzt super wichtig, weil Leipzig verloren hat. Haben wir noch einen Punkt gewonnen. Ja, was wäre denn gewesen, hätte Leipzig nicht verloren? Dann wären die dran gewesen auf 2 Punkte. So, das darf man auch nicht vergessen. Klar, hätte, Fahrradkette, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das kann doch nicht der Anspruch sein. Das kann doch nicht der Anspruch sein. Sorry. Für mich, dieses Spiel, ja, das ist ein Schlag in die Fresse für alle Spieler, die hinten dran stehen. Für Lennart Karl, für den Tom Bischof, selbst für Min Jae Kim, selbst für den Sascha Boe, für jeden Spieler, der in Paris nicht gespielt hat oder einen Kurzeinsatz hatte, ist das Spiel ein Schlag in die Fresse. Nicholas Jackson noch zu nennen, ja, ist ein Schlag in die Fresse. Ja. Ich stelle eine Mannschaft auf, die körperlich und mental nicht frisch ist und lasse die mental frisch und physisch frisch sind, lasse ich auf der Bank sitzen und wechsle sie dann noch nicht mal zur Halbzeit ein, wenn ich die erste Halbzeit dieses Spiels gesehen habe. das gehört zu einer Saison. Aber Generalprobe, ich bin auch schon sehr oft dabei, schon sehr lange dabei.
mal schauen, wie die Tore kommen im nächsten Spiel gegen Union. Und dann ist auch nicht mehr wichtig, ob es unentschieden ist oder nicht, weil wir müssen bis zum Ende fighten für eine Siege. Und dass bis zum Ende gefightet wird, das haben wir heute gesehen, dass das auf jeden Fall wieder der Fall wird. Jetzt geht es in der zweiten Reihe weiter. Jawohl, und dann gleich noch in der zweiten Reihe in der Mitte. Johannes Benner für die Bild. Hallo, Herr Kompany. Wie haben Sie die Situation von Manuel Neuer beim Gegentor? Was haben Sie da draußen gedacht, als Sie diese Szene gesehen haben? Christoph? Da bekommt natürlich, da wird keine Diskussion zugelassen und das ist ja auch alles gut. Manuel Neuer kann sich auch mal einen Fehler erlauben, alles gut, schwamm drüber. Dass auch er mental nicht auf der Höhe war, hast du vorher schon gesehen. Er ist vorher schon zweimal durch den Strafraum geirrt, hat da irgendwelche Kurzivas-Rollen gemacht und getan. Die Bälle, die er gespielt hat, waren schlecht. Ja. Note 5 für Manuel Neuer, aber er kann da nichts für. Ja. Er hat halt einfach auch gezeigt, dass er auch nicht mehr diese Frische hat. So, er ist der Junge, der wird 40. 40! Ja, das ist einfach zu viel für den Mann, wenn er drei Spiele in 6 Tagen machen soll. Das haben wir heute gesehen. Ja. Muss halt mal die Eier haben und sagen, pass mal auf, Manu, das ist zu viel, ich bringe mal Jonas Obig. Aber das macht man ja nicht, weil man die Eier nicht hat. Freund sagte schon, ja, 99 von 100 Fällen passiert ihm das nicht. Wie konnte das passieren? Und auf der anderen Seite dieses Traumtor von Lucho Diaz, der momentan in guter Form ist. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Vielen Dank. Nein, ich lache, weil Sie kennen mich jetzt ein bisschen, wenn Sie die Frage stellen, was glauben Sie, dass ich antworte? Ja. Dass ich jetzt auf einmal meine Nummer 1 Torwart sage? Natürlich nicht. Darum geht es ja auch nicht. So, nochmal, jeder kann ja mal einen Fehler machen, auch Manuel Neuer kann Fehler machen. Ich denke aber, dieses Spiel hat gezeigt, dass es anscheinend einfach auch too much ist für so Manuel Neuer. Ja, so. Und das ist doch auch nicht schlimm. Wofür haben wir denn einen Obig, der überragende Leistungen zeigt? Wofür haben wir den denn? Ja, da muss der in so einer 3-Spiele-Woche, der soll doch Spiele kriegen dieses Jahr. Da muss er ein Spiel bekommen. Fertig. Das Spiel ist immer kollektiv und vorher passiert auch was und dafür kommt dieses Einwurf. Und zum Glück war ich auch selber Verteidiger. Also ich verstehe, dass wenn man ein Gegentor bekommt, dann ist schon sehr viel vorher passiert. Und ich schaue auch auf diese Momente. Ja, komm, hör doch jetzt auf zu labern, Alter. Das war ein cooler Ball, den meine Oma gehalten hätte. Wenn wir jetzt reden, das war irgendwie ein brachialer Schuss aufs Tor, der kann ja mal durchrutschen oder sonst was. Dann kannst du ja diese scheiß Argumente gerade bringen, aber du kannst doch mal jetzt sagen, das war ein klarer Torwartfehler, das war es doch nun mal einfach. Müssen wir da jetzt rumeiern? Ja, machen wir jetzt den Tuchel oder was? Fang an, oh ja, aber vorher schon, da habt ihr gesehen, dass da wieder Einwurf entstanden ist, dass der dann an den Ball kam. Junge, der Ball kam gefühlt mit 10 km/h aufs Tor gerollt. Und dann Lucho, wir haben dieses Moment gebraucht. Wirklich. Ich glaube, die zweite Chance danach, das kann er auch machen, aber dieses Moment, das kannst du. Also ich habe den gegnerischen Trainer auch beobachtet in diesem Moment, der weiß auch, Danke. Ja, also ich kann genauso viel für dieses Tor als er. Also ich meine, diese Qualität haben wir in dieser Mannschaft, das brauchen wir in einer Saison, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, aber natürlich, ja, das ist eine Qualität, die er hat natürlich, ja. Und 3 Tore diese Woche, das war gut für ihn. So, jetzt geht es hier in der Mitte weiter. Wir brauchen ein kleines bisschen. Und trotzdem wird es Leute geben, die sich darüber aufregen und das anführen. Oh, der Luis Diaz, habt ihr die Chance gesehen bei Union Berlin? Das ist ja, hat ja kein Bayern-Niveau, er hat ja nur 3 Tore gemacht. Also den hätte er ja auch noch machen müssen. Ja, Genau. Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Ich habe hier eine Frage an beide Trainer. Einmal an Sie, Herr Kompany, wenn ich richtig gezählt habe, haben Sie es 3-mal geschafft, aus der Aufbaulinie hinter die Kette zu kommen, obwohl Union eigentlich relativ hoch stand in der ersten Hälfte. Was hat da vielleicht gefehlt, dass es dieses Mal kein Element war, was öfter funktioniert hat? Die Geschwindigkeit, die Frische, der Wille. Die Zentrale war tot mit Kimmich, Goretzka und Gnabry. Und an Herrn Baumgart, von Ihnen würde mich interessieren, in der zweiten Hälfte standen Sie dann sehr, sehr tief. Was hätten Sie sich von Ihrer Mannschaft gewünscht, da dann noch mehr Entlastung zu bekommen? Darf ich anfangen? Ja, klar. Gut, dann würde ich mal damit anfangen. Ich würde jetzt gerne, haben Sie schon mal gegen die Bayern gespielt?
Okay, das war der Grund, warum meine Jungs sich hinten den aufgerissen haben, ja, um es überhaupt zu verteidigen, weil klar war, dass die erste halbe Stunde lief sehr, sehr gut für uns und dann kamen die Bayern immer mehr ins Spiel. Also, und das war zu erwarten und da mussten wir verteidigen und da ging es auch nicht mehr darum, ja, was wir können, sondern das war dann halt das Können der Bayern, dass wir hinten reingedrückt wurden. Und deswegen haben die Jungs das gut gemacht. Und da wünsche ich mir nichts anderes außer so ein Spiel und so eine Leistung, weil sonst kannst du diesen Teilerfolg nicht mitnehmen. Deswegen also komplett zufrieden, auch mit dem tiefen Verteidigen. Ja, und wir hätten uns wahrscheinlich eher gewünscht, dass Union nicht mehr so viel Erfolg hat mit Hochverteidiger. Und das haben wir diese erste halbe Stunde überhaupt nicht geschafft. Zweite Halbzeit haben wir ein bisschen besser, aber das war nicht leicht. Die Jungs haben auch gut Fußball gespielt, deswegen meine ich, sonst bleibt Union nicht, die wollten nicht hinterbleiben, das hat man gespürt, das ganze Spiel. Aber dann haben die das trotzdem richtig gemacht. Und von meiner Seite, ja, ich glaube, wir haben ein paar Mal, sonst bekommt Lucho Diaz dieses Moment nicht, wenn wir nicht in die Räume laufen. Aber ich glaube, dass heute einfach. Ja, sag's. Du kannst. Sag es! Sag es einfach! Ich glaube, dass heute einfach die Frische gefehlt hat. Ja, du hattest die Frische ja nur draußen sitzen, hättest ja mal aufstellen können. Union auch nicht nur einfach einen langen Ball schicken und das reicht. Die Verteidiger gewinnen Zweikämpfe, die Mittelfeldspieler kommen zurück und dann musst du das trotzdem noch richtig ausspielen und das haben wir in der ersten Halbzeit oder in der ersten halben Stunde nicht gemacht, zweite Halbzeit ein bisschen besser und dann haben wir so mehr ein normales Spielverlauf gesehen, wobei Union, wie ich gesagt habe und ich meine das auch, alles richtig gemacht hat in diesen Momenten auch, aber wir haben danach kein schlechtes Spiel gemacht, auf jeden Fall nicht und ja, wer schon lange mit dabei ist im Fußball, weiß, dass das ein gutes Moment war für uns, auch diese zweite Tor und dass es wichtig ist, dass es zählen wird in Zukunft. Javier Cáceres, bitte. Ja, guten Abend. Herr Baumgart, ich würde Sie doch bitten wollen, uns an Ihren Gedanken zum Tor von Luis Diaz teilhaben zu lassen, weil Ihre Reaktion ließ darauf schließen, dass Ihnen da einiges durch den Kopf geschossen ist. Einfach Weltklasse. Nochmal, also wir können sagen, wenn wir genau hingucken, ja, der Habi wurde vielleicht gefoult, vielleicht auch nicht, dann ist er wieder im Zweikampf, dann läuft das Spiel normal weiter. Habi stellt ihn an der Grundlinie, also das sind 10 cm Platz und er schafft es über eine Bewegung, den Ball mitzunehmen und zieht ihn über den Torwart hinweg. Also nochmal, das ist ein ähnliches Tor, wie Harry in Köln macht. Ja, da gucken wir uns alle an und sagen, wow, das ist das, was Fußball ausmacht. Ja, deswegen habe ich mir das Tor gerne angeguckt. Ich hätte es vielleicht im anderen Spiel lieber gesehen. Also deswegen nochmal, das war einfach eine super Leistung und das haben wir. Deswegen, wir können schon einschätzen, was da für eine Qualität auf dem Platz ist und so ein Tor ist auch für ihn, glaube ich, keine Alltäglichkeit. Richtig. Gibt es weitere Fragen? Frank Noah, kleinen Augenblick. Wir müssen dann auch zum Ende kommen. Also sage ich hier mal letzte Frage. Trommelwirbel, Frank Noah, kein Druck. Frage an Steffen. Die nächsten Spiele werden sicherlich andere Anforderungen an deine Mannschaft wieder stellen. Was kann man heute trotzdem so an Details, an Schwung mitnehmen aus diesem Spiel? Dass du immer 100% bringen musst, sonst hast du keine Chance. Du hast keine Chance auf einen Teilerfolg, du hast keine Chance auf einen Sieg. Und du musst in den gleichen Intensitäten arbeiten. Die nächsten beiden Spiele wissen, wer auf uns zukommt. Das werden Mannschaften sein, die ähnlich wie wir beißen, kratzen, mental auf dem höchsten Niveau spielen. Und wie gesagt, und ich bin mir relativ sicher, dass ich in der Zeit, in der ich hier war, gegen die nächsten beiden Gegner noch nicht gewonnen habe. Zumindest nicht bei Union. Und das würde ich gerne versuchen zu verändern. Aber bis dahin sind noch 14 Tage. Deswegen nochmal, heute nehmen wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel mit einem Teilerfolg für uns. Was wir natürlich gerne über die Ziellinie gebracht haben, haben wir nicht. Und deswegen geht es weiter. Damit sagen wir Dankeschön fürs. Damit sagen wir Hovi. Damit sage auch ich heute kurz und schmerz Hovi. Wir werden das Montag im Stream, wenn es mal ein bisschen abgekühlt ist, noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind wir allein, weil sie alles im Leben können.